Ja, hallo, werte Freunde vom pflegten Zombie-Gemetzel. Es ist wieder mal Blutmond Nacht Nummer 28, also Tag 28, Blutmond Nacht Nummer 28. Ich bin hin und vorne zu weit, wie ich komme, wie ich eigentlich will. So, als allererstes geht es dann los. Generator einschalten. Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich eh spät mit dem Ausrichten, egal. Ja, was ist passiert? Ich habe den Mauer rundherum gebaut. Ich habe die Verteidigungsanlagen außerhalb der Mauer. Bin ich hin und vor noch nicht fertig. Darum es wird mit Sicherheit einen Mauerdurchbruch geben. Ist nicht schlimm. Es sind jetzt noch einfache Betonelemente im Moment. Also, zuerst mal schauen, was kommt. Dann gibt es weitere Erläuterungen. Irgendwo kracht es. Das sehe ich natürlich. Mal da kommen. Von da nicht mehr wahnsinnig viel. Die Möglichkeit ist, auf dem Dach oben zu schauen. Aber was jetzt da konkret hinter der Mauer abgeht, sehe ich wirklich nicht. Vielleicht hätte ich eigentlich gescheiter anstatt die Mauer sollen irgendwie so... so Säulendesigns, ne? Ja. Also, schauen wir mal, ob das einfach funktioniert, was ich gemacht habe. Ich habe in all diesen Türmchen Elektrozäune. Ich hoffe, dass das nicht runtergeht. Und die Idee ist ja eigentlich, dass wenn sie da nachher der Mauer stehen, dass sie dann entsprechend geschockt werden. Warum das jetzt da nicht der Fall ist, ist mir gerade ein bisschen ein Rätsel. Schnell das ganze Strom. Ich meine, der Switch der ist an, der ist grün, da kommt der Strom. Ah, jetzt ist zwar irgendetwas rum. Weil ist recht am Legen. Wieso werdet ihr nicht elektroschockt, meine lieben Zombies? Das ist nicht, was ich gedacht habe. Kommen wir mal da mal ins... Wie habe ich das da? Das gute alte Wire-Werkzeug. Ich kann von der Verkabelung her, ich habe die Switches. Die Switches gehen da unten zu den Elektrozynen. Die müssen eigentlich zum einen Strom haben. Zum anderen sind die Kabel auch geleitet. Was natürlich jetzt sein könnte, ist... was ist das Gerüssel? Dass wenn die da beide schon kaputt haben... Aha, jetzt da jetzt mal ein Ding. Dass sie dann zu tief unten sind, unter dem Schock. Das wird es nicht sein. Das heisst, ich müsste die Elektrotürmchen eigentlich nur eins im Boden nie versenken. Ja, zwischendurch gibt es einen Schock. Lohnt sich das jetzt wirklich noch umzubauen? Oder? Das sind jetzt eh die kleinen Zombies. Kann ich noch... Oh, ein Polizist. Okay, jetzt schauen wir mal, was der Polizist macht. Der Spuck. Hey, der Spuck! Geht ja gar nicht. Also ich denke, ich ziehe mich da mal schnell zurück und dann da an die Mauer anlaufen. Cool. Ach übrigens, also ich muss ja wirklich langsam sagen, also vom Glück her ist es wirklich sehr abnormal mittlerweile. Jetzt habe ich wirklich noch in einem Militärcamp 847 gefunden. Aber das ist weiterwerfen. Ich kann noch nicht ausbauen, das haben wir gar noch einen Airdrop gehabt. Noch Raketen dazu. So. Aber für Polizisten finde ich eigentlich fast... Tag 18 ist Polizist, interessant.
Also, wo ist er da unten? Ist er? Ja. Okay, also es ist definitiv so, wenn zwei weg haben, dann wird es geschockt. Und zwei sogar. Okay, ups. Einer ist weg. Aber für die grossen Zombies in dem Fall. Okay. Jetzt ist der Quest gerade abgeschlossen, super. Sind hoffentlich alle, oder? Mhm. Ja. Hoffen wir, es kommen nicht noch mehr, weil ich habe noch nicht wahnsinnig viel Munition. Aber es scheint eigentlich so weit überraschend gut zu haben mit dieser Mauer, obwohl ich außerdem noch eigentlich eher schwache Verteidigung habe. Ich denke, ich hole mir da schon ein bisschen Beton-Mischung. Und dann kann ich bereits schon ein bisschen anfangen zu reparieren. Ja, was ist sonst noch passiert? Ich habe natürlich jetzt beim Händler, das haben wir glaube ich im letzten wieder drin gehört, Schmied in Betrieb genommen. Sehr nützlich. Entsprechend ist es jetzt auch deutlich besser gegangen da mit den Betonmischungen. Ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich sollte da nicht zu viel aufwerten, weil, wenn es natürlich feucht ist, hat es weniger Hitpoints. Ich aufpassen, dass nicht zu weit haut. Aufwerten müsste dann, wenn es in der friedlichen Zone hergeht. Ach, ich muss ja immer alles kaputt machen, ey. So viel Zeit investiert, da etwas zu bauen und dann können wir hier wieder... Ja, ja. Da hat sogar noch 4 Elemente. Das ist auch wie in so ein Bug in dem Spiel, dass es noch 4 Elemente gibt. Weil zum Beispiel da, die Wand dort, die habe ich sicher schon vor 2 Tagen fertiggestellt. Dann hat es immer noch ein Element, das nicht getrocknet ist. Und da muss eigentlich auch schon längstens alles fertig sein. Also, ich glaube, das ist wirklich auch wie in so ein Bug. Gut, jetzt gerade Zombies looten von oben. Ja, ist eigentlich so noch praktisch. So kann ich Aufraum arbeiten und laut Reihenbreitscher nachmachen. Doch cool. Okay, ich habe zu wenig Eisen. Ja, ich muss unbedingt wieder Eisen machen. Eigentlich könnte ich jetzt wirklich bei den Pfeilen mal komplett auf Stahl wechseln. Das bringt jetzt echt nicht mehr, aber 9 Eisenpfeile. Ja, Eisen ist echt ein bisschen nervig, weil ich habe da nicht wirklich ein schönes Gebiet, wo ich Eisen abbauen kann. Also Eisenbrocken schon, ich muss sie aber dann entsprechend umschmelzen und ich habe im Moment jetzt meine Schmiede da an der Basis plus die im Händler. Die im Händler macht nichts anderes als Zementmischung. Zement. Und die da macht nichts anderes wie Stahl. Also ich habe mal angefangen, ohne den Sockel abzugraden. Aber da kommst du nie ins her. Echt, man braucht so viel Masse von Stahl und eine Schmiede, die da jetzt Stahl macht. Gut, wenigstens habe ich jetzt eine Schmiede, die Stahl... Du, bist mal ruhig da unten. Psst. Da kommt ein Vogel. Ich tüpfe nicht mehr. Die ist ja so fett, da kann man eigentlich gar nicht tüpfen. Ja, mal schauen, ob ich einen Zombie mache vielleicht. Also interessant finde ich sind die Airdrops. In meinem Spiel habe ich die Airdrops immer abgeschaltet. Und ich glaube, er hat so recht, weil sie macht das Spiel wirklich extrem viel einfacher.
Also, da hat es so wertvolle Sachen, die da jeweils droppen. Ja, also. Jetzt habe ich schon 3 Messbecher in den Airdrops gehabt, immer wieder Antibiotika. Was ist denn das? Der Mond? Nein. Hä? Was ist schon? Kalt. Mal einen Mantel schlüpfen. Also, Airdrops sind echt mächtig. Was da mal für Material kommt, ist echt krass. Ja, okay. Ich denke, Horde Tag 28 ist geschafft. 2 Polizisten dabei gehabt, Judy Hui, also es geht jetzt wirklich los. Fertig mit easy Portugiesi Airdrops, Blutmond Nacht. Hast du so viel Bier gesagt, das ist so scheiße schnell. Eisen. Ich habe angefangen, da in der anderen Stadt oben Zeug einzureissen. Ich habe da den riesigen, ja, eine Art Aussichtsleuchtturm von der Fabrik eingerissen, der hat gut Eisen gegeben. Und jetzt haben wir noch beim Cracker Book haben wir so die, das sind so die Parkfelddächer, die kann man auch einreissen, die geben auch ziemlich gut Eisen. Aber ich brauch echt mehr. Ich meine, innen dran möchte ich dann auch in meinen Hof alles, was jetzt noch Stacheln ist, dann ersetzt durch Stämme. Und dann das alles mit Stahl aufrüsten und das mit so wenig Spitteln. Ah, ja, okay. Nein. Ja, und sonst also muss ich sagen, ich habe wirklich langsam ein schlechtes Gewissen Game Rocker. Ich habe wirklich. Also es ist wirklich pervers viel. Ich jetzt das nicht mit der AK. Das war ein Militärlager, es war nicht einmal in der Truhe, sondern ein Soldat, der dort mich angegriffen hat, der die getroppt hat. Meiner Meinung nach die beste Waffe. Mit Wesenschaden jetzt, ich meine, das ist nur so Qualität halbwertig, macht Schaden von 54. Das ist schon wahnsinnig bei dieser Schussfrequenz. Meiner Meinung nach wirklich die beste Waffe. Gut, klar, Raketenwerfer macht noch schon deutlich mehr Schaden. Aber es ist auch ein AOE, kann Vor- oder Nachteil sein, aber da rund um die Basis herum mache ich es eigentlich nicht so gerne, weil ich damit meine eigene Verteidigung kaputt mache. Ja gut, also. Iu. Sagt der Mathe. Ich würde sagen, Blaubeersand. Ich stoppe die Aufnahme. Es ist ruhig geworden, da wird nichts mehr passieren. Horde Nacht. Tag 28 ist überlebt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich mache da mal. Ja, ich muss nicht mal Pause machen, läuft eh nicht. Und du die Aufnahme stoppen. In dem Sinn, ich lebe noch und tschüss.